ich kann mich erinnern, Herr ehemaliger Betriebsleiter, Sie haben, oder Ihr bester Kollege seinerzeit in einer großen Fabrik auf das Firmentor geschrieben, Großpinselig, ne? Oder war das mit einem Filzstift? Nein, das war schon mit einem riesigen Pinsel, mit einem Malerpinsel. Ich glaube, der Slogan war, oder mehr oder weniger die Lebensphilosophie war, wer schält, hat es leichter im Leben. Bitte? Hat es viel leichter. Hat es viel leichter, genau. Danke für die Ausbesserung. Ja? Na? Und haben das viel dann gemacht, dort vor einem Fabrikstor, das zum Schälen angefangen haben? Das war eine Frau, die immer reinkommt. Ja, die kann ja nichts schälen, außer die Erdäpfel. Haben halt geschält. Ja, die haben sich einen schälen lassen, ja, genau. Auf Sie. Ich bin nicht mehr in die Arbeit gekommen. Das hat mir vorher angerufen, müssen vorkommen, ja. Müssen wir mit meinem Maxl vorfahren. Ja, das war eine Maschine. So ein Mini-Traktor mit Anhänger da. Ne? Und müssen sie abholen, also müssen sie hinten sitzen, ja. die Augen verbinden und müssen, dass sie nicht die ganzen Schäler was ja. Aber man muss dazu sagen, fern von Wien haben die den großen Schälwettbewerb gewonnen von Niederösterreich. Ja. Nicht einmal die dummen Bauernbuben aus der Steiermark, die was ja rasante große Hände haben, und auch nicht gerade klein bestückt sind nicht nachgekommen, haben geschwitzt bis aufs Blut und die Schäler man muss sagen, das ist eine chemische Fabrik gewesen, wo sie gearbeitet haben und Betriebsleiter waren und diese Hilfsarbeiter, also diese knallharten Hilfsarbeiter, bin ich selber sogar stolz drauf, haben den Schälwettbewerb, wann war das, 1972, 1971? Ja, ich muss das vorgreifen. Niederösterreich ist sehr wenig Gänse, Gänbier, ne? Ja. Aber ich sag mal, in der Steiermark, im Burgenland, sind meistens die Geiß, ne? Die Geiß. Geiß. Ja, die Ziegen. Schafe, ja. Dafür haben die nicht so Gas. Ja. Die befriedigen die Ziegen. Das ist. Massenhaft. Das ist nachvollziehbar, ja. Ja, zur Steiermark. Ja. Es ist, kommt ja komischerweise immer so Mischlinge raus dann. Und das. Es gibt Ziegen und Schafe, also die was eben von diesen Bauerntöppel mehr oder weniger gemacht worden sind, die können nicht meckern. Die sagen dann nur, Mama, wurscht, aber lassen wir das, der Schälwettbewerb 1972 wurde eindeutig gewonnen von der... Warum? Weil nichts vorhanden war. Ja. Sie würden auch vielleicht gern reiten, aber auf einem Gasbock oder auf ein Schaf machen. Ne? Mit anderen Worten, wenn diese Bauernburschen, muss man sagen, das erste Mal eine leibhaftige Frau gesehen hat oder ein Mädchen, ein reifes Mädchen, haben sie sich erschreckt. Von der großen, von der... Ja, aber wenn sie die mehr oder weniger zwischen den Beinen gesehen haben, unter den Rock geschlüpft sind, eines Bauernmädchens, haben sie sich gefurcht. Die meisten haben geglaubt, das ist ein Apfelstrudel oder... Apfelstrudel? Nein, das war aber vielleicht am Feiertagen. Ich glaube eher unter der Woche, weil haben sie verwechselt mit einer Jauchen oder Silo, wie man dazu sagt. Ne? Kleinsilo.